Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Heute geht es um einen sehr delikaten Paragraphen, um Kuppelei. Da jedoch die Hauptschuld zwei stattliche, brave Bauernrösser trifft, kann der Staatsanwalt keine allzu hohe Bestrafung fordern. Der Herr Amtsrichter ist trotzdem sehr empört. Aber der Angeklagte ist ein stadtbekanntes Schlitzohr. Kommen Sie, Veitel, Sie dürfen mir nicht Platz nehmen. Sie sind heute kein Zeuge, Sie sind der Angeklagte. Kommen Sie. Ja, wieder. Der Herr sucht seid doch einmal einen anderen Dollar bei mir. Was sag ich? Der Herr Richter wartet nicht. Was sehe ich denn, Herr Schmarrn, wann wir da daheim bleiben? Alles, was recht ist, aber so eine Gaudi lasse ich mir nicht gefallen. Du hast recht. Genau, jeder Spaß hat seine Grenzen. Ja, man kann Viecher vertaschen. Risse und Kühe, Hund und Katzen, aber keine Ehemänner. Sowas ist im Königreich Bayern nicht erlaubt. Gott sei Dank. Ja, halt doch dein Mai. Der, wo da dahinter steckt, den kann kein gewöhnlicher Pfarrer mehr absolvieren. Da muss ja ein Bischof her. Tja. Schön schaut das nicht aus, Veitel. Kuppelei, hä? Wie? Ein Kuppler? Schaut so ein Kuppler aus. Ich weiß nicht mehr, was ein Kuppler ist. Oh, werden wir Ihnen schon erklären, Veitel. Jetzt erzählen Sie uns einmal, wie war denn das am 12. September? Sie waren doch der diensthabende Hausl von der Post, ne? Ich kann ja gar kein Kuppler sein. Ich habe ja keinen Kuppelbett gekriegt, nicht wahr? Ich habe auch keinen verlangt. Er weiß nicht, was Kuppelei ist, was ein Kuppler ist, aber nicht vom Kuppelpelz. Nichts damit rausschlägeln, Veitel. Nein, nein, klipp und klar. Warum haben Sie am 12. September die Pferde der beiden in der Postbrauerei saufen zechenden Bauern vertauscht? Ich? Sie, ja. Den Gaul vom Nierlinger, den haben Sie in den Wagen des Freimelhuber gespannt. Und den Freimelhuber Gaul, den haben Sie vor die Nierlinger Kutschen gehängt. Ja, und war das falsch? Falsch, sagt er. Der Herr Staatsanwalt glaubt daraus den Tatbestand der Kuppelei ableiten zu müssen. Herr Amtsrichter, indem der Angeklagte den angetrunkenen Zustand der Zeugen Nierlinger und Freimelhuber wohl erkennend deren Pferde vertauscht hat und somit den Nierlinger auf den Freimelhuber Hof und in das dortige Schlafgemach geführt hat, den Freimelhuber aber auf den Nierlinger Hof und durch mancherlei wohlberechnete Umstände ebenfalls in die dortige Schlafkammer, ist der vom Gesetzgeber gemeinte Sachverhalt der schweren Kuppelei auf das genaueste erfüllt worden. Er hat ja ein ruhiges Gewissen. Was bekanntlich ein sanftes Ruhekissen ist und auf dem schlafen Sie bereits seit 50 Jahren, Veitel. Ne? Herr Rat, tun Sie mir nicht unrecht. Ich war bald 40 Jahre Nachtwächter. Ich kann überhaupt gar nicht mehr schlafen. 37 Jahre lang habe ich jede Nacht beschützt und bewacht. Nicht wahr? Ich bin immer indiskret gewesen, nicht wahr? Indiskret, nicht wahr? Ich habe nie jemand aufgebracht, nicht wahr? Und deswegen habe ich ja infolgedessen das hervorragend ruhige Gewissen. Ja. Ich habe meine Diskretion nie Geld genommen, nie. Schwere Kuppelei ist auch dann strafbar, wenn sie weder aus Gewohnheit noch aus Eigennutz geführt wird. Ich habe doch keine strafbaren Gewohnheiten. Sie haben den vollen Tatbestand der schweren Kuppelei auf das genaueste erfüllt. Aber Herr Staatsanwalt, was wollen Sie denn? Was der Veitel sich da geleistet hat, das war, so wie es ausschaut, ganz bestimmt nicht besonders fein. Aber seine wahren Motive, und die haben ganz sicher mit Kuppelei kaum was zu tun, die erzählt er uns heute nicht freiwillig. Infolgedessen müssen wir jetzt sehen. Was heißt da Motive heran, nicht wahr? Schuld sind die Rösser, die Pferde, nicht wahr? Was kann denn ich dafür, wenn zwei so ausreichend schier die Bauernheiter den verkehrten Weg gingen? Die Pferde sind ihren Heimweg sehr wohl einwandfrei und korrekt gegangen. Ohne jede führende Hilfe. Nur Sie haben die Pferde an die jeweils falschen Wegen gespannt. Na, so ein alter Bauerngal, der hat doch keinen Verstand, nicht wahr? Der geht immer heim. Immer nur heim.
immer in seinen Stall. So. Der kennt nichts anderes, ohne Unterschied. Der Mensch doch, der findet nicht mehr heim, nicht wahr? Setzen, Veitel. Na, da könnte ich Ihnen ein Beispiel erzählen aus meiner Nachricht. Setzen. Na, weil wir gerade davon reden, habe ich gedacht. Setzen, Veitel. Wachtmeister, so, jetzt rufen Sie mal den Zeugen Freimelhuber Josef mitsamt seiner Bäuerin rein. Freimelhuber mitsamt seiner Bäuerin. Jawohl. Also so Besucher kann ich gar nicht sein, dass ich meine Alte nicht mehr kennen darf. Der eine kommt ins Fegfeuer und der andere muss 30 Jahre lang verheiratet sein. Hey, du wirst das aushalten können mit mir. Ja, eher schon. Aber der Nierlinger hat's nicht einmal eine Nacht lang ausgehalten. Nicht einmal eine Nacht. Ja, lacht schon, ist Geistbacher Spitzbub, aber euch vergeht's schlafen noch. Dafür sind wir heute da. Vielleicht sein, dass heute noch aus einem Zeugen ein Angeklagter wird. Oh, ja, beide Ressel lieb vertauscht. Das Ressel tauschen gegangen ja noch. Aber Bayerinnen tauschen ist schon ein bisschen arg. Halt doch der Mai. Der Zeuge Freimelhuber samt seiner Frau Gemahlin. Geht's weiter, wir sind dran. Was? Ja? Wohl, Sie sind die Grundzeuge. Ich verweigere die Aussage. Marsch in die Gerichtssaal. Heute für ein bisschen Zucker und wir die Leute lachen so über uns. Danielinger, du musst mich recht verstehen. Sowas kann einem jeden passieren. Geh, Alter, ärger dich doch nicht. Jawohl, ärgere ich mich. Lass einen Fremdenhuber nicht in meinem Bett schlafen. Du hast dafür in den Seinigen schlafen dürfen. Ja, brav. Da hab ich was gehabt davon. Hat's dir nicht gefallen, hä? Na, lass dir du das Gesicht kratzen und den Bart ausreißen von der Bissgurn, von der Greislichen. Da bin ich dir also doch lieber. Da wird mir ja das Gespött vom ganzen Bezirksamt. Ich lass sowas auf meiner nicht sitzen. Nix damit sitzen, Freimelhuberin. Setzen und warten, bis der werte Herr Gemahl seine Aussage gemacht hat, gell? Der weiß doch nix. Komm an, Mädel, blamier mich nicht. Natürlich weißt du nix, du warst ja besoffen. Setzen! Sieh, der war ja so besoffen, Herr Richter. Der hat nicht einmal mehr sein eigenes Roskind. Und das heißt was bei einem Bauern. Setzen! Was fangst du jetzt mit so einem Menschen an? Ordnungsstrafe, Herr Rat. Das nutzt ja auch nichts. Fürs Maul aufreißen ist ihnen ja nichts zu teuer, den geizkrank. Halt's nur zusammen, Saufbrüder, ist versuchen. Freimelhuberin, das, wenn ich jetzt gehört hätte, Sie, da wären Sie aber jetzt dran, gell? Ja, sag ja so nichts. Jetzt sehen Sie selber, Herr Rat, was der für ein Goschen hat. Naja, Sie sind ein bisschen couragiert, die Marianne Mädel, gell? Wenn es nach mir gegangen war, Herr Staatsanwalt, ich hätte die Geschichte überhaupt nicht angezeigt, weil ich will ja nichts. Sie sind im Irrtum, Herr Zeuge. Von einer Anzeige wegen Körperverletzung kann keine Rede mehr sein. Der Angeklagte steht hier wegen Kuppelei. Herr Zeuge, können Sie sich nicht erklären, warum in jener Nacht, als Sie in der hiesigen Postbrauerei gezecht hatten, der Angeklagte Ihre Pferde verwechselt hat? Herr Staatsanwalt, so kommen wir es nicht weiter. Die muss man ausfragen wie die Schulbuben. Aufpassen! Freimelhuber, können Sie sich erinnern, wann ungefähr haben Sie dem diensttuenden Hausl da gesagt, dass er einspannen soll? Ja, das war um die Zeit wird's gewesen sein. Vor oder nach Mitternacht? Sagen wir, nach 12. Ja, der hat ja überhaupt nichts mehr sagen können. Der war ja so sternhagel besoffen, der kann mehr stehen können, geschweige nur reden, nicht? Das ist mir nichts bekannt. Der hat ja 27 halbe Bier gehabt. Wie viel? Bloß, nicht wahr? Da gangen sie einer rein, nicht anders heraten. Sie freches Bürschel, Sie freches, da ich sagen. Wenn Sie nicht schon so alter Heiter waren, Feiter. Einen Moment, Freimelhuber, jetzt muss ich mit dem weitermachen. Also ungefähr um 1, da ist sowieso Polizeistunde, da ist also der Zeuge Freimelhuber in seine Kutsche gekraxelt, ja? Ja, Kutsche ist ein bisschen viel gesagt, nicht? Er hat jetzt ein altes Schäsel dabei gehabt und das hat er dann freiwillig bestiegen und wir haben nachgeholfen ein bisschen. Zweimal ist er uns rausgefallen. Lassen Sie diese Darstellung gelten, Herr Zeuge. Ja, lass wir's gelten. Ja, wie der Mensch nur so viel saufen kann. Psuffers, Maulscheitel, Psuffers! Das Delikt der Trunkenheit steht hier nicht zur Debatte und ich lasse mich auch nicht von Ihnen ständig unterbrechen. Haben Sie verstanden? Was heißt denn da überhaupt Psuffers, Maulscheitel? Der Herr Zeuge ist ein renommierter Gast in der Posten, einer unserer größten Herrenbauern vom ganzen Bezirk. Jawohl. Vom Freimelhuber haben wir genauso viel Respekt wie von seinem Feind und Nachbar, den Nierlinger von Nierling, Ja. nicht wahr? Miteinander sind die beiden Ökonomen vom Freimelhuber und von Nierling nie bei uns in der Post zu Gast gewesen.
bis an den besagten Tag. Das war natürlich für uns ein Mordshallo, gell? Ja. Und ich hab mir gleich gesagt gehabt, nicht wahr? Persönlich. Und auch der Herr Ökonomierat. Ökonomie? Ja, heute hab ich gesagt, heute werden's versöhnt. Was uns ja auch geglückt ist, gell? Mit nachfolgender Klage wegen Körperverletzung. Sehr greifend. Gesundheit. Ja, also, die für den Neinkrach, da kann ich nichts, gell? Und die alte Geschichte, die ist bereinigt worden. Darf ich richtigstellen? Die alte Geschichte interessiert mich nicht. Hier geht's um neuerliche Körperverletzung. Herr Amtsrichter, darf ich Sie verbessern? Wir verhandeln hier nicht gegen den Paragraphen 223, sondern wegen der Paragraphen 180 bzw. 181. Schwere Kuppelei. Ja, das weiß ich, aber mir geht's hier um Gerechtigkeit und dazu muss ich noch einiges wissen und danach fälle ich dann mein Urteil. Und ich möchte für das blaue Auge, das mir der narische Nierlinger geschlagen hat, eine gehörige Bestrafung für den Schuldigen, ganz gleich wer sie ist, aber schon eine gehörige. Denn dein blaues Auge ist uns doch wurscht. Das werden wir schon sein. Ja, ich hab die Herren versöhnt. Ja, da ist mir nichts bekannt. Ja, und ob ich euch versöhnt hab? Ja, Bruderschaft habt ihr sogar miteinander getrunken, jawohl. Und wegen eure Weiber habt ihr gesagt, da seid ihr einander nicht mehr best. Das zahlt sich nicht aus. Veitl, Sie setzen sich jetzt hin, von Ihnen brauche ich jetzt nichts mehr. Weil ich kenne den gut. Zunächst brauche ich nichts mehr. Yes? Bin ich auch fertig? Nein, Sie bleiben da. So, Freimel-Huber, jetzt machen wir weiter. Jetzt schauen wir zwei, ob wir der Geschichte nicht auf den Grund kommen, gell? Sie sind also in Ihrer Kutschen gehockt und Ihr Pferdl ist heimgezockelt. Naja, mein so ein Gaul, der findet einen Weg allein, gell? Da kann man ruhig ein bisschen Glauben haben. Ja, in diesem Fall war es aber nicht Ihr Pferdl, sondern das vom Nierlinger. Haben Sie denn das nicht gemerkt? Das Pferd ist durch einen ganz anderen Weg gegangen, ne? Das ist schließlich in Nierlingerhof eingebogen. Haben Sie das nicht gemerkt? Ne? Von Geisbach bis Nierling, da geht so ein Gaul so mitten in der Nacht und sich selber überlassen doch gut und gern seine 1,5 Stunden, nicht? Da könnte man doch in der Zwischenzeit ein bisschen zu sich kommen, jetzt sag ich mal, nicht? Ja, man hat halt Vertrauen zu seinem Gaul. Ja, und fährt recht gut dabei, ne? Ja, und dann weiter, wie sie dann im Hof waren, der Gaul gestanden ist, nicht? Weiter, erinnern sich an gar nichts? Ja, da hab ich gemeint, ich bin daheim. Ja, mein, heute, der bleibt da weg vor der Russ. Steht hier stehen und hat, dann schaut er so mit der Vorderhut, mit dem wiehert ein bisschen, dann wird der Russknecht wach, dann kommt er raus und schiert ihn aus. Ja, so ungefähr habe ich mir es vorgestellt. Ja. Der Knecht führt also das Pferd, in diesem Fall ist es aber am Nierlinger sein Knecht und am Nierlinger sein Pferd. Jetzt muss ich selber aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Führt also das Pferd in den Pferdestall. Ja, Sie bleiben jetzt übrig. Was passiert mit Ihnen? Kennt Sie der Knecht nicht? Kennt er die fremde Kutschen nicht? Mein Alter hat hübsch die gleiche Statur als mit der Nierlinger. Ja, und die zwei Schäsen, die scheinen sie auch gleich. Sehen Sie, Frau Zeugin, das war jetzt eine sehr präzise, wenn auch nicht von Ihnen verlangte Auskunft. Ich bedanke mich schön. Hat ja unser Rosknecht den Nierlinger auch für einen Bauern gehalten und hat ihn vor mein Kammertier geführt. Und so groß ist der Unterschied auch wieder nicht zwischen Nierling und Freimelhurt. Unser Rosknecht ist bei der Nacht schlafgrantig und passt nicht auf. Ja, und das kommt sich jetzt Monat einmal vor, dass Ros am Bauernheim führen muss. Oh, die versuffene Wulzhau, die versuffene... Sie, Frau Zeugin, ich habe mich gerade für eine nette Auskunft bei Ihnen höflichst bedankt. Wenn ich mich noch einmal bedanken muss, dann kostet es 10 Mark in die Gerichtskasse, gell, dass Sie es wissen? Sagen wir 20. Das wäre da Ihre Geschichte. Der Nierlinger Knecht, der führt Sie also vor die nierlingerische Schlafkammertür. Na, haben Sie da immer noch keinen lichten Moment? Können Sie sich immer noch an nichts erinnern? Hä? Ja, das ist mir aufgefallen, dass man ihm geschimpft hat. Ja. Meine Alte, wenn ich heimkomme, so, die macht da wie ein Donner wieder und ein Ding, nicht wahr? Und dann hat naja... Nein, trauen Sie sich. Nur Ihre Frau wird scharf bewacht. Wachtmeister, geht's hinüber? Es kann Ihnen gar nichts passieren. Ich fürchte mich so auch nicht. So. Ja, also wie gesagt, vor der Kammertier, da passt's mir wie ab, nicht? Ja. Und dann gibt's mir gleich einen Rinner, dass mir ins Bett reinhaut. Und so halt, nicht? Und so halt, ja, sagen Sie mal, wird Ihre Frau denn handgreiflich, wenn Sie mal mit einem Rausch heimkommen? Das kann ich schon sagen, aber das ist mir wurscht. Wenn ich besoffen bin, dann spüre ich nichts. Das ist ja fürchterlich. Fürchterlich. Oder soll man sagen, beneidenswert? Darf ich eine Frage an den Zeugen richten? Ja, bitteschön, von mir aus mit dem größten Vergnügen, ich mag sowieso nicht mehr. Herr Zeuge, mir ist bekannt, dass Sie in Ihrer Jugendzeit ein sogenanntes Liebesverhältnis mit der Nierlingerin unterhalten haben. Jawohl!
Jawohl, das stimmt. Der Freimhuber hätte mal die Nierlingerin heiraten mögen, nicht wahr? Da hat aber der Nierlinger beim Kammerfenster erwischt, hat ihn aufdünst, hat ihn heimgescheilt, nicht wahr? Und dann hat er das Mädel geheiratet. Und seitdem ist zwischen Nierling und Freimhub eine Mordsfeindschaft entstanden, die wir aber versöhnt haben, nicht wahr? Das kommt ja mit dem alten Dreck daher. Ich hab euch versöhnt und deswegen möchte ich freigesprochen werden. Herr Zeuge, haben Sie nicht eine verbotene, heimliche Freude empfunden und doch noch einmal, wenn auch Jahrzehnte später, in der Schlafkammer Ihrer ehemaligen Angebeteten erscheinen zu können? Was meint ihr, ich hätte freigekommen? Zumindest eine verbotene Genugtuung. Aber, Herr Staatsanwalt, später einmal lasse ich mir von Ihnen erklären, was Sie unter einer ungefähr gegebenen verbotenen Genugtuung verstehen. Der Freimüller, der hat sich heute im Nierlinger sein Bett gelegt und hat seinen Rausch ausgeschlafen. Nicht? Das ist keine verbotene Genugtuung, sondern eine Naturnotwendigkeit. Nicht? Und wer schläft, der sündigt nicht. Aber als er am Morgen erwachte, was geschah dann? Was soll er denn da drauf jetzt sagen? Ich bin Jurist. Ich verlange die sofortige Einvernahme der Zeugin Maria Nierlinger. Ich verlange die Vereidigung derselben Zeugin und den vorübergehenden Ausschluss der Öffentlichkeit. Nein. Dieser Sittenskandal, der wird öffentlich verhandelt. Ruhig! Wachtmeister, holen Sie mir das Ehepaar Nierlinger her. Ehepaar Nierlinger, jawohl. Und ich verlange die Aussage vom Herrn Ökonomierat. Er ist mein Zeuge. Ich lege keinen Wert auf die Aussage des Herrn Ökonomierats. Aber er ist mein einziger Zeuge und ich möchte freigesprochen werden. Dafür habe ich volles Verständnis. Und weil schon wurscht ist, also Wachtmeister, hol's auch den Herrn Ökonomierat her, aber geschwind, gell? Herrn Ökonomierat, aber geschwind. Und Sie, Herr Zeuge, nehmen Platz, bitteschön. Zum Wohlsein, Herr Ökonomierat. Dankeschön, Walle. Gib mir nur ein Brezel. Ja, bitteschön. Wie weit ist ja so ungerecht. Mein Gaul ist mir zum Beispiel noch nie verteilt worden. Das ist ja nicht möglich, Josef. Hast du ja immer deinen Kutscher dabei, 304. Das ist ja der Teufel. Auf mich wird's viel zu viel aufpasst. Herein. Aber die Ehre gnädige Frau Ökonomierat. Das war... Sitz her, Blase. Bring ein Teller und ein Bier, Walle. Ich bin so frei. Wie steht der Prozess? Nicht gut. Sonst war ich ja nicht da. Der Staatsanwalt erkennt auf Kuppelei. Das kostet ein Viertel ein halbes Jahr, wenn Ihnen nichts einfällt. Aber ich mag halt nicht zeigen. Ich bin nicht aufgeregt zum Zeigen halt. So. Prost, Herr Wachtmeister. Einen verbindlichen Dank. Zum Wohl dem ganzen Hause. Der Krug geht ihm so lang zum Brunnen, bis er bricht. Ich verkunz im Feidel, wenn er diesmal federn lassen muss. Der treibt die Gaudi ein bisschen arg zu weit. Man führt keinen fremden Mann in ein fremdes Bett. Sehr richtig, gnädige Frau Ökonomierat. Was kann denn der Feitel dafür, wenn die Reste gehen, bis einer der Herrgott anschafft? Die Reste können auch nichts dafür. Das ist auch nicht dumm, Herr Ökonomierat. Ich mein, mir fällt was ein. Gehen wir. Jetzt mag ich sein. Na, Juppen! Ja. Lassen Sie in der Zeit, Herr Ökonomierat. Bei der Justiz geht alles seinen Gang. Frau Nierlinger, wann haben Sie denn gemerkt, dass der Mann neben Ihnen im Bett nicht Ihr Mann ist, hä? Und was geschah daraufhin? Mei, ich hab einen guten Schlaf und Licht haben wir keins. Sie sind also doch noch einmal aufgewacht. Reden Sie, Frau Zeugin. Ich verlange Ihre Vereidigung. Ja, no, gewundert habe ich mich freilich in der Früh. Nur gewundert? Nicht auch ein bisschen verboten gefreut? Nein, nur gewundert. Danke. Auch das gewundert lässt verschiedene Interpretationen zu. Ich sehe den Tatbestand der Kuppelei für erfüllt an. Und ich beantrage für den Angeklagten Vitus Dengel, genannt Veitel, Nachtwächter außer Dienst und derzeitiger Vizehausmeister in der Postbrauerei, eine Gefängnisstrafe von 6 Monaten. Und für das blaue Auge, das mir der Nierlinger geschlagen hat, für das muss er mal extra bürsten. Für meinen Bart immer die Fremmelhuberin halbert ausgerissen, oder? Ich bin unschuldig, es war ja mein ruhiges Gewissen. Ein Bazi bist, du kuppelst ja mal was Bier. Ruhe! Dann... Der Zeuge, Herr Ökonomierat Josef Feustel, tut zur Brauereibesitzer da hier. Danke, Frau Nierlinger, bitte setzen Sie sich Aber hin. Ehre, Herr Rat. Servus, Feitel. Mein Kompliment, Herr Staatsanwalt. Ja, Herr Ökonomierat, was wollen denn Sie hier? Sie haben mir doch einen Blase geschickt, dass er mir holen soll. Ich bin ein Wachtiger. Ja.
Ja, ich bin ja schon ganz deppert. Ja, natürlich. Können Sie etwas zur Entlastung Ihres Vizehausels vorbringen, Herr? Ja, warum denn nicht? Hören Sie mal da. Bitte kurz und bündig. Ich bin selber schon so weit, dass ich mich der Auffassung des Herrn Staatsanwalts anschließe, dass der Veitl in voller, klarer, verbrecherischer Absicht die 2 Pferde verkuppelt hat. Das ist doch nicht wahr. Helft es mir doch. Herr Ökonomierat, man glaubt mir ja nichts da herin. Na, bitteschön, sagen wir die Wahrheit. Der Veitl hat mit voller Absicht dem Nierlinger sein Pferd vor die Freimüller Schäsen gespannt und das Freimüller Ross vor die Nierlinger Kutschen. Ja, sind Sie gut. Passen Sie auf, im Verlauf des damaligen Abends haben sich die beiden Bauern in meiner Gaststube versöhnt. Sie haben Bruderschaft miteinander getrunken und dann haben sie vor lauter Freundlichkeit sogar noch eine Handelschaft miteinander getätigt. Der Freimüller hat dem Nierlinger sein Wagenressel abgekauft und der Nierlinger hat dem Freimüllhuber die Seine abgekauft. Interessant. Haben Sie dafür Zeugen? Ja, Donnerwetter, das ist ja eine Pointe. Aber damit ist... Ja, aber damit ist die kupferische Absicht völlig erwiesen, Herr Amtsgerichtsrat. Aber nein! Völlig wissen die Herren, fragen Sie es doch. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich auch nicht. Ja, das ist ein Kunststück bei solchen Reichen. Du hast einen Freimüller sein Ross gekauft und du ein Nierlinger das Seine. Das weiß ich nicht mehr. Ja, nicht. Ja, an was können Sie sich denn überhaupt noch erinnern, meine Herren Ökonomen? Hä? Der Nierlinger hat ihm ja nur 20 Mark draufgezahlt. Ich? Das glaube ich, dass ich Besucher war. Der Holzerei traut sich der Viehhandler Held, Holzerei. Der hat die Handelschaft getätigt. Ja, also wenn der dabei war, dann glaube ich's. Herr Ökonomierat, der Fall ist klar. Ja, ich mach schon, Herr Richter. Ich bin unschuldig. Ich habe in jeden seinen Gaul eingespannt. Haben Sie das jetzt endlich einmal verstanden? Haben Sie das kapiert, Herr Warum haben Sie das nicht vorher gesagt? Sie haben mich ja nicht gefragt. Ne? In meinem Haus wird nicht gekuppelt. Die Reste sind verkehrt gegangen, weil sie nicht gewusst haben, dass verkauft worden sind. Danke, Herr Ökonomierat. Ich bin wieder erwarten noch in der Lage, Ihren Ausführungen zu folgen. Im Namen seiner Majestät des Königs, beziehungsweise natürlich Hoheit des Herrn Prinzregenten, ergeht folgendes Urteil. Ja, da schau her, es stehen ja schon alle. Der Angeklagte wird wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens trägt der Herr Staatsanwalt. Ja, bitte. Verzeihung, natürlich die Staatskasse. Das Verfahren ist geschlossen. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat niemanden geschickt. Es steckt nicht hinter jedem Verbrechen ein Spaß. Rost tauschen. Doch mir einmal tauschen, Herr Staatsanwalt. Na, Sie machen es ja doch nicht. Prost! Prost, Herr Ökonomierat. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im Königlich Bayerischen Amtsgericht.